schönen Tag gewünscht vom Eurobotik, einem PC-Partner aus dem Norden. Die gesehen haut geht es USB-Sticken. Und zwar, wie einen USB-Stick bootfähig kann machen. Das heißt bootfähig. Bootfähig heißt, dass da zum Beispiel ein Betriebssystem, in dem da normales von einer DVD gibt, auf den Computer draufspielen, nur von einem USB-Stick fällt an den Computer abspielen. Also für eine Installation zu machen, zum Beispiel. Oder für alle Programme, die in der für ein Betriebssystem starten wollen. Also heute geht es USB-Sticks bootfähig machen. Wir fahren also ganz schnell das und wir machen also einen USB-Stick an den Computer dran. Und dann haben wir den Sound, das noch kannt gehen ist. Da geht die kleine Fenster schon hier vom Windows. In diesem Fall der Windows 7 Rechner. Könnt aber mit allen anderen Windows-Versionen machen, die DOS-Fenster, die sind schon seit Ewigkeiten dort dran. Die sind auch an den neuen Windows-Systemen immer noch vorhanden. Also, brauchen wir nichts zu machen. Wir brauchen dazu die CMD, den CMD-Befehl. Da tippen wir hier für zu sichern CMD an. CMD. Und dann sehen wir eine Uhr, wenn durchsteht werden. Und dann gehen wir mit der rechten Maustaste drauf als Administrator ausführen. Die muss als Administrator ausführen. Hier bestätige ich immer mit Ja. Voilà. Und dann geht die Fenster hier auf. Und dann ist ein DOS-Fenster. Für die Stick bootfähig zu machen, brauchen wir ein kleines Programm, das heißt Diskpart. Klicken wir so an, also starten wir den. Dauert ein paar Sekunden. Und dann muss man ablöschen, was alles da drin hängt. Ja? Das heißt, der Befehl heißt List Disk. Noch antippen. Und da geht alles, was für die Geräte da drin umgeschrieben ist. Ja? Und da muss er einen USB-Stick ausfindig machen, mischen anhand von der Größe. Hier in diesem Fall ein 8 GB-Stick, also hier 7250 Megabyte. Das ist die Geschichte. Und wir müssen den noch für dieses Mal auswählen. Und dafür brauchen wir den Befehl Select Disk. Und dann dieser habe ich Datenträger zum Beispiel bei mir Nummer 6. Das ist dann Nummer 6. Ich habe geschrieben. Select Disk Space Nummer 6. So. Am besten bin ich noch nicht der List Disk, wenn er gesagt hat, dass der ausgewählt ist. Du der nämlich kein Fehler machen. Und du die falsche ausgewählt hast, dann ist der Computer über die Jahre da. Ne? Also, wie gesehen hier, da wo die Sternchen für drauf steht, als ausgewählt. Gucken weiter. So, nachdem wir den Stick also ausgewählt haben, muss man mit dem Clean-Befehl den Stick noch präparieren. Voilà, das geht ganz schnell. Clean auch schon aus ein Brett. Dann müssen wir da eine primäre Partition machen. Das heißt, wenn man ein Betriebssystem zum Beispiel machen wie den Windows oder Platz für einer DVD oder Stick, muss man also da eine Primärpartition kreieren. Also create partition, in Englisch, der primary. Ja, dann richtig das, dann kriegt ihr eine korrekte Meldung. Und dann aktivieren wir sie nach. Ja? Die müssen noch aktiviert gehen. Das ist ein bisschen umständlich, aber das ist eine Methode, du brauchst kein Programm dafür und so schwer ist es nicht. Ich meine, ich habe die ganzen Befehle an der Reihe falsch unter dem Video, wie die von mir gewinnt sind. Ja? So. Dann haben wir ihn aktiviert und dann muss man formatieren, logischerweise. Ne? Es gibt natürlich viel Formatsysteme für Windows. An diesem Fall haben wir nur den FAT32 Format. Und da muss ich schreiben FS ist gleich und dann FAT. Das ist am Anfang schon ein Betriebssystem, die kennt auch schon ewig. Ne? Früher war es FAT ganz normal, FAT, das war 16 Bit oder 32 Bit. Und die Partition, die Formatierung, die dauert ein bisschen. Ich kenne es nicht ein bisschen auf, melde mich gleich dann zurück. Ja? Das Prozedere hat natürlich ein bisschen gedauert, wenn wir am Formatbefehl nicht den Quick-Handle gedrückt haben, also keine Schnellformatierung. Es hat ein bisschen ungefähr 20 Minuten gedauert, schon den Kanal gemietet und haben den Befehl Quick dabei gesagt, die ich auch in dem Video montiert habe.
Da geht halt innerhalb von Sekunden. Voilà. Die gibt dann viele Meldungen, dass ein erfolgreich formatiert ist. Und da muss man nach zuweisen. Dafür geht den englischen Befehl assign. Gibt man den an, zack. Und da geht es schon, da geht die kleine Filzerchen ab, und dann hat der Windows noch zugewiesen kriegt, beziehungsweise erkannt, und hat immer Buchstaben geben. Und da kann ich das Ding theoretisch sogar abmachen. Voilà. Nur an der Seite. Und da sind wir heute fertig. Wir können halt Exit rausgehen oder das Filzerchen halt so machen. Dann ist die ganze Prozedere rüber. Ich hoffe, natürlich ein bisschen geholfen. Bei dem für das nächste Video weisen ich, wie ich dann zum Beispiel bei Windows Betriebssystem ob den bootfähigen Stick kann draufsetzen für von du aus dann schlussendlich die Windows zu installieren. Auf dieser Platz so ich schon mal merci für nur gucken an Nolauusstellen. Ich hoffe natürlich ein bisschen gefallen. Met mal ein kleines Abo, wenn der Welt oder ein Like, das gibt mir immer ein bisschen Spaß. Ich soll nicht merci auf dieser Platz. Bis demnächst. Seht ich eher an eure Boutique, eure PC-Partner aus dem Norden.